Ja, ich gebe proposieren, dass man nach eng Minute werden immer dann gefen aufhängen, sodass dann aber auch die letzten Nachzügler nach können nurreklen. Gut, dann die Damen und die Herren, ich wünsche euch einen schönen Abend. Merci, dass da ihr Zeit geholt habt für heute Abend auf uns Online-Konferenz mit Paul Braun, dem Digital Curator bei unserem Naturmuseum ist. An Orlo Center 3 Jahre schon de City Nature oder lo fir drittkeier de City Nature Challenge ze Lützeburg koordiniert. Di wëst dat Evenement fährt man schon 2 Mal immer um die nämlich Zeit en April Ufang Mei organiséiert hun eng Initiativ, die aus Amerika können, da wo dann im drums geht, iwre Weekend mat enger App soviel Biodiversität deiere Pflanze Champignon ze inventariseieren, der opzelöden, so dass mir als Muse auch können Druck kommen, bis eine kleine Challenge tschen stiert, dat war bis d'Origin, wie du gefangen huet. De Pol de werd uns natürlich not bis mir im Detail erklären, wann ich beschnittiere sind mittlerweile über 400 stiert Regionen, die angeschrieben sind, für dann das hier bei dem Konkurs matt zu machen. Das ist natürlich ganz wichtig, wann ihr matt mischt, dass ihr noch wisst, wie das geht, brauchen die App, das die Naturalist App, wo dann noch de Muse auch in der Feierung vom Paul Braun Center pur Wochen auch egen Member ass, dat auch eng egen URL huet, den iNaturalist.lu, mir sinn ganz prominent do vertruden. Und das natürlich dann noch wichtig, dass ihr wisst, wie man der App umgeht. Dat wird de Paul Dalo an senger Konferenz am Detail erklären, so dass mengenech können fleißig run gehen dann über de Weekend der Rekord den matlächt dann opgestalt hatte, wann ich mich net ihren Pol du korrigiers mcht, dat waren ein Grund 400 Observateuren mat ball 6000 Observationen, die lächt gemacht sind, dass man das Jahr bei hoffentlich gutem Wetter dann auch können nach Renke toppen. Voilà, ich wünsche nicht alle guten eng Konferenz und ich gehe fort da weiter und den Paul Braun. Merci. Muss ich also meinen Schirm delen und dann hoffentlich gesieht er dann Menge Folien. Ma ja, merci, dass ich dann heute Abend ich bisschen kann erzählen an den nächsten halber Stunde. Hoffentlich, dass ich bisschen kann motivieren, den iNaturalist zu benutzen und eben dann am Challenge also Weekend matt zu machen. Genau, ein Thema ist ein bisschen, wie mache ich eine Beobachtung von wilden Tieren, Pflanzen, und wie bringe ich die auf die Weltkarte am Kader vom City Nature Challenge. Ich habe ein bisschen ein kleines Intro-Man, was das da eine Biodiversitätsbeobachtung, was sind die wichtigen Sachen, ein bisschen der Begriff Citizen Science angehen und dann erklären, was das der City Nature Challenge, wo könnten hier, was das Ziel, und dann der kurzen iNaturalist vorstellen, was eben den Haupttool ist für diesen Challenge. Und dann nach ein ja schnell durchgehen, wie kann ich da wirklich auch mitmachen beim City Nature Challenge, was muss ich machen, wie funktioniert das und wie gesagt das nur aus. Genau, also war das so eine Biodiversitätsbeobachtung. Biodiversität ist natürlich ein ganz vaster Begriff, weil kann dann diese Vielfalt von Ökosystemen, Vielfalt von Arten, genetische Vielfalt also weiter gehen. Für heute Abend schwätzen wir sich von der Vielfalt von den Arten. Also mir schwätze von einer Beobachtung von einer Art oder von mehr Arten, die ich kann abholen und dann melden. Wie gesagt, so eine Beobachtung von einer Art aus.
Ma ja, dat so ginnt an sech 4 wichteg Elementer plus nach en E5, dat ass an sech wen huet wat, wo a wenni gesinn. Wen, dat ass dann de Nutzer oder den Observateur, der Wissenschaftler, der Naturalist oder der Bierger, den interessiert in der Natur ass. An unserem Fall beim Naturalist ass einfach den Naturaliste Benutzer. Wat huet er gesinn, dat ass dann Dach de gesinn huet, huet en Piperleg gesinn, huet wese wat eng Achter das, huet en Amphibie gesinn, huet eng Planz gesinn. Also mir wëllen dem wat gesi gouf an sech en 8 gin en Numm gin, e Label gin, fir dann ze wësse wat dat ass. An unserem Fall muss so den Nutzer dat an net direkt wëssen, de kann du no Hëllef kreieren fir genau zu bestimmen. Der nächste hat wichtig ass wo gouf da gesinn. Dat sind geografische Koordinaten. Haut das super einfach am Smartphone schmengen den den Smartphone huet huet schon den GPS benutzt fir zu navigieren, am Auto zu fuhren oder den nächste Restaurant zu fannen. An Highhilft dat uns dann einfach genau Punkt op der Karte zu setzen, wo dann déi Auto beobacht gin ass. Dann ass natürlich wichtig wenn nie gouf ze gesinn, also ein Datum am besten noch Dauerzeit. Nach enke am Smartphone dem mechert an sech alles fir uns, wenn ihr das Foto geholl gin. Genau dat sind alles déi 4 Informationen sind an sech ganz wichtig fir den nofir Wissenschaftler, zum Beispiel Verbredungen vun Arten not zu vollzeieren. Vielleicht werden sech do an Zukunft Sachen anderen, vielleicht neue Arten opkommen, also können dat dann dokumentéiert gin, wo déi Arten dann 4 kommen. Dat 5, dat das dann so bisssen in e Bonus, dat ass an sech en e beweis, dat du eng 8 gesigin ass. Dat kann am naturhistorische Kontext ass dat kann dat de Specimen sinn, de bei unserer Sammlung leit, dat kann en Insekt sinn, dat kann en Erbarbeleg sinn, eng gedrechten Planz, déi bei unserer Sammlung leit, dat ass an sech den idealen Noweis, dat déi 8 noch wirklich do gesigen gouf. Natürlich heutzutage wir können net verlagen, dat Schiin alles Mche sammelt, das auch vielleicht net am Interesse vun der Biodiversität dobausen. An haut ass dann auch Beweis eng Foto ass natürlich och schon ganz gut fir ganz viel Sachen und anhand vun der Foto können Achte bestimmt gin an dat zählt er noch als Beweis vun der Präsenz vun enger Art. Och zum Beispiel wann den iwwer Fulle schwärz oder doch verschiedene Insekten, die immer ganz charakteristisch Geräicher, die sangen, dat kann noch opholen an dat kann ich dann auch benutzen als an sich als eng Dokumentation als e Beweis vu segem Vierkomme vun enger Art. Genau an déi 5 Elemente, dat ass in se Stadt wat eng Biodiversitätsbeobachtung ausmischt. Bist als Kontext mir am Naturmuseum mir verwalten déi nationale Datenbank an sech vun all denen 4 vun den Artenheit zu Lützeburg. Teich mir hunn den Urspruch alles dat ze sammle, wat Leiit, wat Wissenschaftler, wat Büro d'Etuden enke opgeholle hunn und der Präsenz vun Arten, wat an unseren Kollektionen nach schlummert, dat alles zu digitaliseieren, an enger digitaler Form zu Summe zu bringen. Und dann eben auch können zur Verfügung zu stellen für Wissenschaftler. Erst den Diagramm, den ist ein bisschen komplex, das ist auch nicht so wichtig für Haut. Es geht ein bisschen darum zu weisen, wir haben Wolle, das wie können die Daten erfasst gehen. Wir haben zum Beispiel den Dataportal, da können Daten erfasst gehen. Den iNaturalist Humalo, da können noch Daten erfasst gehen. Daten können kommen aus einer Etude, wir können Excel-Fichier importieren. Daten können kommen aus allen Daten aus unseren Sammlungen von 1800 an Apps, die digitalisiert gehen und dann an uns Datenbank angespeist gehen. Da wird dann gespeichert an der Datenbank und dann aus der nächste Wolle aus dat zu veröffentlichen. Da haben wir unseren eigenen Portal, den mdata.lu, mdata.aménagement.lu, wo mir dann die Wissenschaftler, den Büro d'Etude, den Ministerien halt zu Lützeburg Daten zur Verfügung stellen, für Decisionen können zu holen, für Etüden können zu machen, für die Natur zu schützen und so weiter, besser zu verstehen. Wir sind auch Teil von einem globalen Netzwerk, wo auf der ganzen Welt Daten über Biodiversität, über Vierkommen von Arten gesammelt wird und eben den Wissenschaftler oder den Interessenten auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt gin. An dat ass den GBIF genau. An dat ganz das
die Idee haben drin, dass die vom Open Data, also von den offenen Donnen, natürlich alles, was wir abholen und Donnen, veröffentlichen und Donnen, als du noch frei für jeden verfügbar, was ganz wichtig ist für die Wissenschaft, wenn das irgendwie Handinger, wenn den Dolo müsste dafür bezahlen oder verschiedene ganz spezifische Sachen damit machen, dann hindert das natürlich vielleicht den Nutzen von den Donnen. Das ist ein Ziel, das jeder das kann nur benutzen. Genau, ich habe gesagt, als Wissenschaftler, die können Donne beidrohen, immer mehr sind der generelle Bierger sozusagen, den Naturalist, den interessiert das und der Natur, den Amateur, den spazieren geht, das flott Sache gesagt, immer mehr drohen die auch Donne bei. Das heißt, das wirklich in jeder kann er sich Apps beidrohen. Und da könnte der Begriff vom Citizen Science ans Spiel. Also Citizen, de Bierger, Science, Wissenschaft. Das heißt, du hast eine Symbiose zwischen Wissenschaft und dem Publik, generelle Publik. Und da geht ein bisschen darum, um die Idee, dass er ganz fast fällt, das kann ganz viele Sachen, kann das mal befassen. Aber das bisschen die Hauptidee ist, dass der generelle Bierger, der Wissenschaftler, den nicht oder pardon, de Bierger den net e Wissenschaftler ass oder ein Amateurwissenschaftler, dat den sich ka bedeelig o wissenschaftliche Projekten. Dat du ein Kollaboration stattfind zwischen Wissenschaftler, die spezifisches Forschen an déi dann den Opruf zum Beispiel am Publikum machen, da könne ich bedelegen genau. Für Wissenschaftler als an sich dat ein ganz wichtig an eng Ressource, die ganz wert zu wertschätzen ist, also Tölle vom Publikum. Das ist in der Crowdsourcing, also verschiedene Aufgaben können zum Beispiel nicht vom Wissenschaftler allein gemacht gehen. Zum Beispiel ein E-Wissenschaftler, den eine gewisse Art schafft, der kann nicht innerhalb von kurzer Zeit durch ganz Land reisen oder durch ganz Welt reisen und Beobachtungen von denen achte machen zum Beispiel. Vor allem an der Covid-Zeit gibt viele Restriktionen. Da sind Wissenschaftler vielleicht immer mehr darauf angewiesen, dass Meldungen zum Beispiel von Arten kreieren oder dass sie Leute an andere Regionen können mat an ihr Projekt abbannen. Vielleicht können sie ein Protokolle ausschaffen für eine Experienz an die mit einer großen Communität delen. Die machen das dann zum Beispiel investieren, pro Stunden de Weekend machen das daheim, schicken dann Donnen zum Beispiel zurück und der Wissenschaftler den das kann auswerten. Du gibt ganz viel verschiedene Usatz und du könnt dann individuell Leute matt machen, du können ganz Netzwerke und Volontäre matt machen. Genau, es wird für allem benutzt, eben weil ganz viel Leute ganz kurzer Zeit ganz viel können machen auf der Welt, zum Beispiel für so Kampagne für Donnen zu sammeln, eben so wie High Biodiversitäts Donnen. An en ganz wichtige Wolle ist dann mir bannen de Publikum mat an Wissenschaft an dadurch weisen wir dann auch dem Publikum, was als Wissenschaft wie funktioniert und da könnte vielleicht mehr zu einer großen Akzeptanz zu verstehen, was dann da auch eigentlich geschieht, was Leute am Museum machen oder am Labor machen, dadurch, dass ich kann helfen, gewinnen du Wertschätzung und das ist auch wichtig für Kommunikation und Education für was wir dann so alles machen. Genau, am Kontext von dann Haut geht es eben um Biodiversitätsbeobachtung, also Beobachtung von einer Art vom Großpublik. Also ein Aufruf geht raus, fand will Sachen melden und so können wir den dann weiter verwerten. Genau, der City Nature Challenge Oslo genauso eine Aktion, wo an sich der Grand Publik abgerufen wird, matt zu machen. Das ist relativ einfach, das werde ich weisen. Also werde ich so, war das dann, der City Nature Challenge. Also das ist an sich ein globales Event. Es findet statt nächste Weekend während 4 Tage, also vom Freitag bis zum Montag. Und findet auf der ganzen Welt an sich statt. Patrick hat gesagt, also das Jahr sind mehr wie 400 Regionen, die mitmachen. In all den Regionen hat sich ein Partner von, so wie mir, der Naturmuseum als Lützeburg, die gesagt haben, hey, wir holen Verantwortung für unsere Region, wir motivieren die Leute mitzumachen, den Naturalist zu benutzen. Wir sagen ihnen, was geht es, und wir rufen uns dann ab, Sachen zu beobachten und zu melden. Und bei dieser Aktion geht es dann eben darum, Biodiversität zu dokumentieren, also die Vorkommen von Arten zu dokumentieren. Das Ganze ist entstanden 2016, den ein Naturalist aus Jogin, an zu Los Angeles, an San Francisco,
waren eben 2 Gruppen Leute, die gesagt haben, soll man nicht lo am Freier mal eine kleine Challenge machen, wer von uns wird innerhalb von einem Weekend am meisten achte fanden. Das haben sie gemacht. Da ist Success, waren 2 Regionen. Das nächste Jahr die Regionen dabei kommen, die Natieren, kann man nicht matt machen. An den USA, sie waren schon mehr Regionen. Dann nächstes Jahr waren dann noch weltweit die ersten Regionen, die matt gemacht haben. Und eben dann 2019 pardon, haben wir dann als Naturmusee dann auch die erste matt gemacht. Das Jahr sind wir dann ein von mehr wie 400 Organisateuren auf der ganzen Welt, die eben da mitmachen. Die Hauptorganisateuren, das California Academy of Sciences und das Natural History Museum zu Los Angeles. Und auf der Karte gesehen wir ein bisschen all die Regionen, die mitmachen. Also Punkt, da sind wir, ob man es ein Institut, was da an der Stadt oder an der Region mitmischt und Leute motiviert mitzumachen. Gesehen sie das für allem an USA, Kanada, sie ganz viel die mitmachen, Südamerika, da sind noch ein ganz reich Städte, die mitmachen, und eben noch Europa, immer mehr. Ich kann noch eine dran zoomen, weil wir waren in einer Großregion, also in sich Lützeburg, und die nächste, die matt machen, da das mein Den Haag, das sind die nächsten. Berlin mischt matt, an Österreich machen auch Leute matt. Also da freut sich aber mehr Beleftheit. An den nächsten Jahr wird es sicherlich nach ein Jahr nach mehr Wurzeln. Genau, das ist dann ein Abruf und all Bürger, also jeder kann mitmachen. Genau, das Ganze findet sich an zwei Teile statt. Den ersten Teil habe ich schon erwähnt, den 30. bis den 3. Da geht es darum, Beobachtungen zu machen, das zu melden. Für Lützeburg kann das überall zu Lützeburg sein, am ganzen Land. Dann an der zweiten Phase, da ist sich die Phase, wo die Donner validiert gehen, bestimmt gehen. Du hast nicht mehr den Beobachter gefragt, aber du hast dann die Identifikation machen, die erfahrenen Benutzer oder Naturalisten sind da gefragt, sich Beobachtungen anzugucken, Bestimmungen aufzugehen, zu validieren, sodass genau die Beobachtungen, die gemacht gehen, noch eine Valeur noch kriegen. Das dauert aber bis zum denken, und 10. Mai gehen dann finale Resultate gemacht, und da geht dann die Organisateure werden dann eine so hey, an den Regionen sie so viele Sachen gesehen und ein bisschen Spezialsachen rauspicken, wo vielleicht ganz interessante Sachen Fund gesehen. An den letzten Jahren war bisschen mehr, war wirklich so in eine kleine Rivalität, wer kann da wirklich am meisten gesehen, an die Statistiken gemacht gehen, hey, an der Stadt sind am meisten Leute matt gemacht, und am meisten Leute pro Quadratkilometer matt gemacht, und so weiter. Mais vu dat last Jahr Pandemie war, du hast ein bisschen hummer aus bisschen dezidiert gehen dat ganz méi eng Kollaboration méi ze machen, net eng Rivalität fir eben net lot Leiit zu zwängen egentfäit viel rauszugoen verschiedene Städte Regionen waret mat Restriktionen konnte noch net rausgoen. Du war méi de kollaborativen hei während den Podeich war kollaborativ op der ganze Welt ma mein Projekt erfannende Sachen. Und auch das Jahr ist das ein bisschen mehr am Vordergrund. Also nicht nur wen gewinnt, das ist ein bisschen Männer, mir einfach zu summen, da die weiß, hey, haut, man ich, halt zu Lützeburg etwas, sieht genauso gut Leute, Kanada, sie sind in Südafrika, an Australien, in Neuseeland, überall sind Leute, die man mit demselben Ziel wie ich bedienen sich in dem Challenge. Ja, schon gesagt, mir schon, dass so die dritte, dass man matt machen. Also ein bisschen die Ergebnisse vom letzten Jahr, da waren eng 240 Städte, die matt gemacht haben. Gesehen ein bisschen auf der Karte, Verdelung ist ganz ähnlich, sind natürlich noch viel Städte mal beikommen. Und dann mit den Resultaten gesehen wir also immer am Decken, das sind die zu Lützeburg und dann sind dann die global, die ein bisschen mehr klein sind. Also global haben eng 40.000 Leute matt gemacht während dem Weekend. War ein bisschen mehr erwart gehen, mehr am Covid, das hat vielleicht ein bisschen Manner gehen. Und ich meine, das Jahr erwarten wir, da mehr wie 50.000 Leute auf der ganzen Welt werden matt machen, auch weil so viel mehr Regionen sind, so viel mehr Partner. Zu Lützeburg waren da 400 Benutzer, die Beobachtungen gedeelt haben. Verschiedene haben eingedeelt, verschiedene haben pro 100 gedeelt, auch ganz unterschiedlich. Aber wir konnten so eng 5.000, bald 6.000 Beobachtungen goufen dokumentiert. Weltweit waren eng 800.000 Beobachtungen wirklich in und sich feststellt innerhalb von 4 Tagen soviel Beobachtungen, das wirklich schon ab es den großen Erfolg, den du gemacht gehen das weltweit.
Und dann hoffen wir, dass du sicherlich mehr wie 1 Million Beobachtungen könnte sicher gemacht gehen weltweit. Mal gucken, wie gute Teil ist. Sicherlich mehr wie 6.000 wird man sicher hinkriegen, wer weiß, ähm, wie viel dann da dran ist. Zuletzt kommt man das letzte Jahr sagen, 1.000 verschiedene Arten dokumentieren. Weltweit waren es eigentlich 32.000. Natürlich so viel Arten, also das ist schwer, damit zuletzt bestimmen, all die Regionen, das natürlich große Unterschiede, auch was dort zu finden ist. Ich denke, nur Südamerika, du hast natürlich eine riesige Biodiversität, die dort wart, ähm, dokumentiert zu gehen. Ja, ha sind wir ein bisschen die Ergebnisse. Längs ein bisschen am internationalen Vergleich. Du gesinn immer Kapstadt, das waren letztes Jahr Top-Beobachter, da sind 34.000 Beobachtungen gemacht gin. Du hast natürlich eine ganz große Region, du hast einen riesen Nationalpark, du sind ganz viele Nutzer, die hun wirklich ganz viel konnten beobachten. Und da gesinn wir Dallas an dann noch San Francisco, Washington, das sind natürlich alles riesen Gebieter, riesig viel Leute, die da wohnen. Und dann Lützeburg ist natürlich da auch als ganz Land sind wir noch immer klengen Partizipant an sich. Dann drinnner hun ich der pur wäschgelosen und ich war könnt Lützeburg man 6.000 Beobachtungen. Wir sind aber da an sich an einem gute Mittelfeld sind da ganz viel, die gut Stück weniger holen, aber man so gucken, da ist Moskau dabei. Du hast London dabei, also mir konnte méi wie an der Stadt London oder der größer Region London. Also ich wir dürfen uns auch nicht verstoppen, auch als kleine Partizipant konnte man, wann in der No erzählt durch Dawohner, durch Quadratkilometer, sind wir an sich nicht so schlecht da dabei. Wir dürfen natürlich nicht erwarten, 30.000 Beobachtungen zu machen. Das ist natürlich eine Sache. Und da sind wir auch ein bisschen eine Zusammenfassung von den Beobachtungen, die zuletzt gemacht sind. Da gi man bis wen waren Nutzer, die viel beigedro hun, die Top 5, Top 6 die hun ha méi wie 100 Beobachtungen beigedro. Den Top Observer den hue méi wie 300 verschiedene Beobachtungen gemeldt während den FD. Also all Respekt an hoffen, dat das ja run Bayiers. Ähm, genau da gesagt noch wen die verschmecht verschiedene Achte gesehen an noch wat 8 gouf mechte gesinn bon de Löwenzahn also Pisblum gower mechte gesinn das natürlich eng 8 die lo iwwer als fannen ass an die einfach zu identifizieren ass die nächste also Knoblauchrauke der wie sochlo se los Gänseblümchen ja dat sind dann Wegste die Top 8en déi wirklich viel verbrede sinn an wat aber auch immer wie stonne se noch von den bisse banalen Achten no zu hunn, das immer wichtig auch dat zu hunn immer von den ganz Seelen. Wir konnten natürlich auch pur bis Seelen bis mir Spezialsachen erfassen von unseren Kollaborateurs Scientifico zum Beispiel zwei spannende Arten für die Eichkeier zu Lützeburg nur gewiesen. Das ist natürlich auch super Sache, dass man da wirklich die alle Eichkeier die Achte konnte gesinn. In anderen den hört eng Schwebfliegenacht für die Eichkeier zu Lützeburg gesinn. Das ist auch immer super selbst dokumentiert gött. Da konnte man auch verschiedene Pflanzenarten neu vorkommen entdecken oder einfach Sachen, die nicht oft gesehen gehen und nicht oft abgeschrieben gehen goen können dabei seiner große Aktion dann an sich auch kommen du mal dran an da sind immer wichtig Stunde in dem wir dann nur auch als weitere Referenz für Zukunft tun. Genau Lunch viel vom ein Naturalist geschwart weil das hat hallo naja ein Naturalist dat muss ich feststellen wie ein weltweit Netzwerk oder ein Portal wo dann sechström geht Donne über Biodiversität zu delen zu diskutieren zu bestimmen an weiter zu verwenden zur Verfügung zu stellen den anderen Nutzer der Wissenschaftler also weiter und ganz das dann in Tool also schon gesagt bei das sagen Biodiversitätsdonne mit diesem Tool wenn ein Naturalist kann die wichtigen Elemente von seiner Beobachtung vu senger Donne ganz einfach erfassen. Genau das dann e soziales Netzwerk trennt sich alles offen Daten, Dele von Daten, das offen für jedereen, das offen für überall op der Welt, das global Netzwerk, da sowohl für Naturalisten, für Wissenschaftler, für Bierger, also jeder kann mat machen, sich bedeligen, Sachen melden, wann en Expert einer Gruppe ist, kann helfen, Sachen zu bestimmen, also weiter.
Genau, das ganz das lebt supportiert durch die Gemeinschaft. Die Identifikationen gehen von der Gemeinschaft gemacht, mir auch die Weiterentwicklung von der Plattform, Übersetzungen und so weiter. Das ganz Bestimmungen do gëtt de super Tool, dats eng Machine Learning Algorithmus eng Bilderkennungssoftware déi engem hëlleft, dat och wann e kein Expert ass mëchen eng Foto vun Appes, da kann engem App oder Plattform schon eng Idee gin, wat den an do gesinn huet. Da kann en dat nutzen an dann kann en Droploaden an dann rächen den dann mat dat Spezialiste kommen, dat validéieren, vielleicht hun seg aner Ahnung, eng aner Idee, wat dat kennt sinn an dat dann immer so do weiter ureicheren. Genau, das ist ja eng Open Plattform für jiin, wo jiin kann bedeelegen. Plattform Naturalist gëtt seit 2008, das entwickelt gin nach Kalifornien 2000 stand aus enger Masterarbecht an awer lo entwickelt zu engem wirklich eng globale Netzwerk, wo de Belo Partner gin op der ganze Welt. Also zentral ass noch immer an USA, also Naturalist.org, das Tab-Plattform. Da ginnt die größte Entwicklungen gemacht, da steht Datenbank an das California Academy of Science, die schützt hand run an noch the National Geographic, die sind auch do hand run als der größte Partner, die das unterstützen. Und da gehen eben national oder auf lokalem Niveau eben andere Partner, so wie von diesem Jahr in Lützeburg, also Naturmusee, die da so ein Heim, wir wollen Deel von dem Netzwerk sind, wir wollen das mat unterstützen, wir wollen unseren Input gehen, wir wollen uns Communität auf nationalem Niveau unterstützen, also weiter. Natürlich, da gehen lo 15 Partner, dass du aus England vorbeikommen, Lützeburg, Griechenland und werden auch in Zukunft nach paar andere dabei kommen, die schon an der Schlag für veröffentlicht zu gehen sozusagen. So dass das wirklich ein Netzwerk ist, was immer weiter wiest. Ja genau, und die anderen Sachen haben das schon erwähnt. Also es geht alles über die Gemeinschaft schafft mat, möchte Übersetzungen, möchte Identifikationen, kümmert sich um Taxonomie, genau. An alle Donne sind immer verfügbar für jiin. Guckt man halt bis wat Donne sind lo ein Naturalist, also sind eng 60 Millionen Beobachtungen sind seit der Entstehung gemacht gin an den Zoll der klemmt immer weiter an auch immer méi schnell natürlich. Go von über 300.000 verschiedene Arten dokumentiert natürlich riese Volumers ganz viel Experte gebraucht, die doch können validieren. Dat sie bald dann weil 200.000 Identifiers gëtt dat genannt, dat sind die validéiere gin, de bestimme gin an dat sie wirklich die dat wissenschaftlich Valeur mat drohen. Bislo waren eng 1,5 Millionen Benutzer, déi sich ugemeldt hunn, déi op mans eng Beobachtung gemeldt hunn. Natürlich sind net all déi Benutzer all Dach oder all woch oder all Mon aktiv. Sind aber pur 10.000 ich mein, geguckt am letzten an der letzte pro Woche waren eng 80.000 Leute aber weltweit aktiv an Saison fängt natürlich lo recht dun das lo noch Teamisphäre natürlich fängt lo weg so recht dun freier da gibt immer méi guck man bisschen un wat wo wat 8 Gruppen sind du die mé Stunde Pflanzen aus natürlich ja logisch ja das einfach zu fotografieren die laufen net fort. Es kann auch ein Foto von verschiedene Winkel machen, dass sie wirklich die Sachen, die am meisten fotografiert gehen. Dann natürlich auch die Insekten, die finden natürlich auch überall, Fullen natürlich auch. Und dann danach geht ein bisschen schnell rauf, jetzt sind natürlich Champignons, die sind schon ein bisschen schnell schwer zu fangen, überhaupt, muss ich schon auf sich machen. Wenn ich sie finden, das ist auch nicht immer so evident zu bestimmen. Bei den Insekten ist das doch so. Aber es sind auch viele Sachen, die sind auch schon zu bestimmen. Und da gesagt entspannen Reptilien also weiter das sind dann bisschen Manner und du geht dann noch so viele Arten die sind einfach mehr schnell schwer zu fannen also weiter oder zu dokumentieren weil schon die Kochbuch guckt das sind Beobachtungen die Naturalist gemeldet gehen sind pro Mond und du gesehen immer dat ja wie du gefallen hört nicht viel du ab 2015 2016 2017 da geht das aber steil und Blut an wirklich last Jahr war dann moment der Rees wo 3 Millionen innerhalb von engem Mond aber gemeldet goufen war natürlich auch der riese Volumers
Bon, gesagt den an der Kurve gesagt den immer auch so die Saisonalität wie dat fir an der Nordhalfkuchel genutzt gëtt ass natürlich am Wander du bricht der natürlich stark an méi fleicht op der Südhalfkuchel komme vielleicht auch méi Nutze dabei, dat hat auch bisschen ausgleicht. An dann den große Peak wo du schnell opgeht, das sind Saisonalität méi das effektiv de City Nature Challenge den Sto wirkt man mischt, wo dann eben op Emol op der ganze Welt Leiit fir de City Nature Challenge mat machen, aber dann noch iwwer den ein naturales Leiieren an der Wemol ufhängen dat ze nutzen. Und dann immer no City Nature Challenge flagen enke of also verständlich gesagt den aber du bist immer Nutzer weiter benutzen an dann iwwer de Summer an dann am Wand geht Rof, so dat de Niveau do auch immer méi opgeht an dat ein Community, das die immer weiter wiest. Zu Lützeburg seit 2010 du uns vorgestellt ja wir brauchen vielleicht aber eine App für so Sachen zu machen zu Lützeburg gelt schon ab es super funktioniert du man ein naturales Fond man gesagt dat promoveieren wir wir nutzen dat für Projekte du mal eben gefangen City Nature Challenge mat zu machen das müssen zu promoveieren die Donne die do immer méi gesammelt goufen noch an unser System zu integrieren an du seit 2000 seit diesem Jahr an sich seit dem 1. April gehört an den naturales Salu wir sind du wirklich offizielle Partner aber wir werden noch weiter Kollaborationen machen wir schaffen gerade pro Süd für an der UNESCO Biosphere an der Minat eng Aktion zu starten dort Leute können Beobachtungen delen noch am Sikon Aktion Piperleg wird auch naturalist funktionieren wir werden den Opruf machen noch finden Reptilien also weiter also auch zu Lützeburg Schwestelle etablieren aber wir werden immer weiter nutzen an der immer auch ein bisschen an der Kurve das sind Beobachtungen pro Mond wie wir gefangen uns promovieren ja du hast opgang du nächsten City Nature Challenge gemacht du hast schnell opgang oder darum Ruf geflacht du kommt aber de Niveau immer bis opmachen City Nature Challenge opgang geht aber im Ruf gesinn aber da aber méi Leiit vorbei bleiben an das man sich ziemlich gut gefangen gesinn ha sogar am Wander wenn wir iwwer 2000 Beobachtungen aber pro Monat die rakom sinn mir silo an 16 Ufang vom Jahr eng viel mehr Niveau wie dat last Jahr und dann hoffen wir am City Nature Challenge do de größte Peak können dann dat man vielleicht wie wees 10.000 die Echkeit 10.000 Beobachtungen an engem Mount rakräen dat gesimmer hoffen wir dat der matt hëlleft dat zerrechen genau da bisschen Detailer zur Plattform also das enger Hand also de Website mit das auch eng App die für iOS an auch wie Android funktioniert dat war uns wichtig dat fir zu Plattformen praktischeen oder haut da sind Smartphone vielleicht gespaieren die will was zu gesinn das perfekt ab die können ein Foto machen die kriegen eine Identifikation die können delen für uns müse wichtig dass mir profitieren auf 100 Leute Donne delen wissen wat wo was dat dann dokumentiert gëtt die App funktioniert überall auf der Welt für alle Organismentypen an kann eben ganz schnell die Wichtstunden über deine Beobachtung erfassen an aufspeichern an delen an schön gesucht dass den Algorithmus an run den engem hölft auch wenn wees weiter gesinn hört relativ schnell so eine Bestimmung bisschen zu machen an immer so Screenshot von der App du sind Fotoen das sind die wichtigen Fotos die muss ausfüllen an dann sind dort Proposen die man gött für die Art von den Fotos die ich da gemacht habe ich habe ein Foto gemacht von der Blei von den Blätter was von der ganzen Plan sondern kein effektiv das Gattung effektiv soweit ich weiß also sogar auch die richtige Art für die Beobachtung die ich da gemacht habe das ist schon ziemlich performant das geht auch angegrenzt auf Regionalität genau nachdem ich dann Donne gemeldet hun opgelöten hun dann können sie an de Validationsprojekt also Prozedur von der Validation fängt dann an also ich recorden also ich erfassen Beobachtung dann denen ist mit der Community ein Naturalist mit den Experten die am Nü sitzen die aber auf der ganzen Welt sitzen an déi gucken dann die gucken alle so die gucken da vielleicht die Gruppen die sie interessant fanden der spannende Spezialist der geht net Blume gucken aber bestimme mir die guckt sich spannend nun den kann dann do Meinung aufgehen der kann Kommentare losen der seht vielleicht
die durchspannen, die kann nicht op 8 Niveau bestimmt gehen, weil du muss ein genitaler ändert dem Mikroskop in der Sicht anhand von länger Foto also einfach unmöglich das ganz genau zu bestimmen. Mehr für viel Sache kann dann aber bestimmen Piperlecken Pflanzen also lassen sich oft füllen lassen sich oft ziemlich gut und anhand von Foto bestimmen und da waren sich dann Leute drauf geeinigt tun da kriegt der Recherchegrad das heißt dann also validiert an als eng Donne déi fir d' Recherch fir d' Forschung kann genutzt gin. Genau also dat sind dann 2/3 vun den Identifikationen mussssen dann datselwech bestätigen, da kritt de Recherchgrad genau an da gëtt er doch weiter genutzt mir integrieren sobald de Niveau errecht dann noch an unser Portal GBIF der globale Portal du gëtt dat och integriert an dann as sech eng Donne eng Biodiversitätsbeobachtungsdonne as dann entstaan fir Thema vum Viertrachten Titel lo hunnech an sech Mng Beobachtung hunnech lo op Weltkart gesat heißt Beispiel Trotkelsche wat fotografiiert hunn schon alles ausgefüllt lo gesinnech du op der Landkart vu Lützeburg gesinnech du hast Mng Beobachtung as eng Donne vu Fillen an so gefras zoomen da gi ich gesund dass eng Donne von Tausende von 10.000 Donne von der Beobachtungen von der Art auf der ganzen Welt. Genau, und der kann dann benutzt gehen für Wissenschaftler. Genau, lo wissen wir, und das wird den Naturalist funktioniert, also den Haupttool für die City Nature Challenge. Lo weiß ich schon ganz schnell, wie könnt ihr lo beim City Nature Challenge mitmachen. Das ist das, ihr braucht die Applikation. Ihr braucht die muss Member an sich gehen vom Naturalist. Genau, die können auch Beobachtungen so machen, die können da dann nicht am Naturalist melden, vielleicht geht nicht an Statistik an. Wir encouragieren dass jeder, den sich interessiert, einen Account zu machen, an der App für den Challenge zu nutzen, aber hoffentlich dann noch später. Also es geht nicht immer während dem Weekend geht Biodiversität draußen, nicht immer während dem Weekend interessiert hat uns. Wir sind immer dankbar für alle Meldungen, die du racken, auch von banalen Arten, von speziellen Arten und so weiter. Genau App wie gesot gëtt eng App Di könnte ich auch über der Website ummelden das gratis du musst Passwort agin eng E-Mail-Adresse gehen Username wählen und da kann an sich schon las go da muss ich op sich machen no wëllen achten dubausen die muss rausgoen die muss sich auch net rausgoen der können doch am Haus bleiben vielleicht mal am Keller gucken oder am Speicher gëtt bestimmt pu spannen dich du verstoppen vielleicht sind Leute die das nicht so gerne machen waren du zum Beispiel hun ich dann die gespannt bei mir am Keller fand das aber der Chasten zu gesinn das aber eng Biodiversitätsdonne das ein Well 8 dann eben an einem Haus lebt an einem urbane Milieu ihr könnt doch bei eurem Gar gucken du bestimmt doch viele Insekten rundrum die können durchstehen oder Bre op hier wenn du verstoppt dich auch bestimmt ab drinnen an der Stiert an den de Pavéritzen so weiter oder geht spazeieren du fand auch sicherlich viel du für Challenge sind Beobachtungen aus dem ganzen Land erlaubt also während den VRD kann der Beobachtung egal wo machen das kann eben auch Organismus selber direkt sehen können aber auch Spuren von einem Deier zum Beispiel sind also Beispiel das sind die ziemlich charakteristische Spuren vom Biber da kann noch Fußaufdruck von der eng Wäschbär sehen eng Dachs der kann er gut erkennen genau also meine ich op sich Pfandsachen an dann dokumentiert ze genau Schweze vu Wëllen achten wat man natürlich net so ger brauchen oder wann der könnt mellen me dat interessiert uns net wirklich dat sind die captive oder cultivated also die gefangen oder kultiviert achten dat sind Hausdeieren das Zolot am Gar dat sind Hauspflanzen der bannen ja, mir verbinde ich net op zu löden de miss dann markieren dat kein Vëll das viel Leute werden doch vielleicht später für ich machen mir encouragere Loken se Haus opzulöden also mir sicher wirklich 12 achten die dabei sind so rundrum laufen oder Wussen oder Fleien genau du darfst Fond hallo muss er dokumentieren kom Träger op Naturalist der packt der App aus mal ein Foto von dem wer der gesinn hut oder der Hutfleisch Foto so gemacht mal der App am Smartphone dann er an der brand der fällt die Stunde hinaus wo wenn nie dat gesinn
die froh war wat as wat gesinn huet, wann das ausgefüllt huet, deelt mat der Community an dann war da un sech Dr, dat de Spezialist könntnt an dat validiert. Verschiedene Leute, die vielleicht kein Smartphone oder wollen das nicht benutzen oder sind begeistert Naturfotografen, die mit der dicker Kamera rumlaufen, mit einem riesen Tele für Pflanzen zu fotografieren oder mit Makro für die kleinsten Insekten zu fotografieren. Auch das funktioniert. Das machen ich auch halt mal. Ich darf mit meiner Kamera rum, mal Fotoen. Verschiedenen modernen Kameras noch schon GPS angebaut, den dann zum Beispiel direkt an Foto raschreift, wo da gesehen ist. Weil ich mal das mit einem Smartphone und eine App, da kann ich dann zum Beispiel abholen, wo ich gerade laufen. Da kannst du nur um Computer die zwei Donne ein Foto georeferenzieren, also so einen Punkt dran setzen und dann lösen statt über die Website einfach rup. Da kannst du noch mehr einfach großes Volumen Fotoen an sech oploden da fallen ich dann noch die wichtig Stunden aus wo wenn ich als gesehen gehen ich kann auch den Algorithmus da benutzen für zu erkennen was das schon da gesehen hun an der checken Chat auf an dann an sich die Aufgabe vom Beobachter während dem City Nature Challenge gemacht deelt war da gesieht das ist ein super da war so ein super Möglichkeit bisschen selber ein Archiv abzubauen von dem, was er gesehen hat. So. Vielleicht will er nächstes Jahr ein gucken, was er bei ihrem Garten fand. Was vergleichen mit dem, was er das Jahr gesehen hat. Oder der geht auf einen neuen Platz, er versucht zu gucken, was da so geht. Genau, nur um Delen, also dann um den Experten zu validieren. Und erst vielleicht auch zu lehren, über das, was er gesehen hat. Vielleicht wusste er nicht genau, was er gesehen hat. Könnte den Expert, ja, da ist eine super Seele nach, das ist super, dass er das gefunden hat. Und da könnt ihr direkt über Adresse auf Wikipedia gucken gehen, was das Beschreibung davon ist. Da könnt ihr auch Karten gucken, von wo aus die Art nachgesehen gehen und so weiter. Also das auch dann auch nur dem, dass da Beobachtung gemacht hat, also den Tool für weiter auch können, etwas zu lehren. Genau. Dat ass an sech lo dat wat der muss machen nachdem dat dat opgelöden huet wann se zwischen den 30. Mai April an dem 3. Mai opgelöde gëtt oder beobacht gin ass muss ich so wat dann automatisch an unser Projekt Lützeburg City Nature Challenge Lützeburg rakommen an den ass auch automatisch Deel vum globale City Nature Challenge Dir muss du deelen wat der gesit an da geht dat automatisch gesammelt an eng Projekt Dir muss net du he go dann Beobachtung zum Beispiel an dem Projekt dran machen. Ich habe alles gesammelt, alles aus dem Land Lützeburg an dem Projekt, der fand das Projekt ein Naturalist, City Nature Challenge Lützeburg, fand er da, die fand auch das Projekt von all den anderen Regionen, die mitmachen. Und dann, sobald, wie gesagt, der Countdown am Screenshot 3D, sobald da Freudes 1 Minute noch Mitternacht, werdet ihr das gehen. Ich weiß nicht, ob ich von erst den nächsten sehen, den kann sich dann auf die Lauer setzen an vielleicht Netzpiper lecken, dabei fotografieren, Avio Amateur, genau. Mir dann wird es los werden und dann Beobachtungen do an das Projekt rankommen. Dann die Zweitperiode, nachdem es dann an sich Beobachtungsphase aufgeschlossen ist, ist dann noch eine Woche Zeit für zum Beispiel Leute, die am Fotoapparat ihr Foto gemacht haben, die können den noch uploaden, zurückdatieren, nein, du da hast du gesehen. Dem Dünstes, vielleicht waren Sonntags Tour, an Dünstes hat recht Zeit, die Sache upzuladen, kein Problem. Solange Beobachtung Sonntags gemacht ist, geht es an Challenge mal dran. Und gëtt auch Zeit an d'Experten dann die si vielleicht selber Terra an de Weekend, die gehen da nicht gucken, was die anderen gemacht an das validieren. Die haben dann noch eine Woche Zeit sich Sachen anzugucken und zu validieren, hier Kommentare aufzugehen. Und dann den 10. Mai, das müsste dann der Main Sinn, gëtt dann an sich Konklusion gemacht, da gehen Donne en ja Snapshot so gemacht, da gëtt gesot hey, soviel Daten konnte man kollaborativ auf der ganzen Welt fannen, soviel Achte waren, da gehen super interessante Sachen rausgepickt, der gehighlightet, also weiter. Und dann, nachdem all die Daten dann validiert sind, da gehen sie eben noch an Biodiversitätsdatenbanken vom Museum, auch von anderen Institutionen angespeist, sodass sie dann ein
eng wissenschaftlich Valeur kreieren an eben noch weiter könne genutzt gehen. Dann hoffen ich, dass ich ein bisschen konnte motivieren, vielleicht mat zu machen, bisschen zu weisen. Es sind nicht an Detailgang, wie das funktioniert. Es geht mehr darum, das ist relativ intuitiv, mal einfach mal ich auf sich. Aber in Konklusion ist ein bisschen, das ist sich ganz einfach bei der Wissenschaft mat zu machen, den du wolle achten zu beobachten, zu melden. Und so eine App wie dat do, kein Problem, geht alles super schnell. Die Lehrt-Apps dabei. Und so encouragieren ich, geht raus, fängt uns explorieren, wer der fand. Die wird gesehen, ganz schnell, wer der flott Sache fanden. Erfasst die macht uns die Wissenschaftler an dem Naturmuseum mal große Gefallen, wann die Sachen noch gedeelt gehen und dann eben können weiter verwehrt gehen. D'Experten am Musee auf der ganzen Welt helfen bei der Identifikation. Genau, das war es dann von meiner Seite. Ich weiß nicht, Patrick wird vielleicht den Chat am an oder war frohe sehen. Kommentare sind ich gern. Ja, vielmals merci Paul. Du hast ein bisschen Probleme für meine Kamera gut laufen zu kriegen. Aber vielmals merci für dein Vortrag, dass du nicht die Nationdienste gemacht hast, sowohl DAP wie dann noch die City Nature Challenge vorgestellt hast. Mit der Alkea aber eine ganz klare Erläuterung, wie die Sache funktioniert. Und ich denke, dass die Leute, die da heute Abend dabei waren, Fimi Chlor mittlerweile aus, wie das dann noch geht, und dass du bestimmt doch ganz sicher den Weekend dann werden aktiv matt machen. Sind noch ein paar Fragen rankommen. Ich meine, das mal Genevieve Faber hat ein ganz interessant Gestalt. Taste Your City Nature Challenge an froher eben geht es just um Beobachtungen am urbanen Raum, nicht um die am Land oder die an der Natur. Genau, ich meine, d'Origine war urban Milieu. Wir gesehen auch mit all den anderen die Regionen, die matt machen. Da sind auch jeweils Regionen dabei. Du hast halt ein großes Staat, mit du hast hängt direkt ein riesen Naturschutzgebiet drin. Ein Nationalpark, den Riesenjas an USA oder so. Und da sind auch die Sachen an sich erlaubt. Und Schmengen, lo am Covid, ist das für allem auch encouragéiert, nicht nëmmen an der Stadt rundherum zu laufen, mir auch so, ich will so an der freier Wildbahn gucken zu gehen, noch von natürlich viel Landschaften noch ganz stark als Lützburg vom Mönch geprägt sind. Du kann ihn überall beobachten. Geht kurz zu so. Genevieve Faber schreibt weiter, dass du schon ein Zeitchen ob ein Naturalist ass an dosing Beobachtungen über Lützeburg erraget. Beim Kontext zum iNaturalist.lu muss in Lodo eng neue App oplöden oder kann en nëmmer op die bestehen zurückgreifen. Muss ich nicht ruflöden, bleibt doch alles erhalten. Also DAP als für an sich für all als immer dieselbecht. Also für all Network Member, also all die anderen Institute an all den anderen Ländern, das immer mit einer engen App. Was ich kann machen, also du musst das kein Gefahr, dass ihr, wenn ihr los seht, ich will den iNaturalist.lu beitreten, dass da Beobachtungen zum Beispiel auch verschwunden gehen. Das ist alles an einer riesen Datenbank, wo ich mir alle drauf Zugang habe und das alles gesammelt wird. Was ihr kann machen, ist sich die Affiliation zum Beispiel ändern, also hey, ich bin zu Lützeburg, ich mache für eine Beobachtung zu Lützeburg, dann will ich dem iNaturalist.lu meine Unterstützung zusagen, da so eine hey, an der App Apple geht das an der Zwischenzeit, du geht an Erstellungen, da kann ich die Affiliation ändern, da seht ihr hey, Lützeburg, das ist so mein lokale Partner, dem vertrauen ich, dem oden ich mich zu. Und dann für uns als Musee, das läuft 4D, dass wir zum Beispiel Aktie auf Donner von zum Beispiel geschützten Arten kreieren. Natürlich auch nicht erwähnt, wir war geschützten Arten zum Beispiel beobachtet gehen, dann das für das generelle Publikum sind dann die genauen Koordinaten zum Beispiel verstoppt, weil der Art kein gefährdet sind, dadurch, dass Jiderin hat gesagt. Und wir als nationale Partner, als offizielle Partner vom iNaturalist, dadurch, dass uns dann affiliiert uns, können wir die Donner dann zum Beispiel gesehen und nutzen für den Schutz. Dat gilt dann effektiv für die OS-Version. Ich gesehen, dass Sophie Denonçant meldet, dass das
ob oder für den Android noch nicht funktioniert. Genau, funktioniert noch nicht. Miss mit dem nächsten Update müsse zur Verfügung stehen. Also ist schon Beta-Version, du hast es schon dran und sobald er den nächsten Update könnt, der dauert halt so, geht er mal zum Beispiel beim iOS mehr schnell wie beim Android oder umgedreht. Hast also auch mal eine kleine Funktionalität, die also sich auf der anderen enger App und dann später könnt ihr auf der andere App, mit das wird ein bisschen dauern. Die muss auch nicht für ein Challenge, muss er das noch nicht machen, der könnte doch später zum Beispiel, wenn er das will, machen. Dort Affiliation zum Beispiel anderen. Das ändert Lo oder Partizipation vom Challenge oder als Gesamt von der Sachen beobachtet. Das ändert und sich nicht, wen da aktuell affiliiert sind. Das kann ich noch immer später ändern. Wallo ënnert den Partizipant nach eng froh ass ich kann ich auch ganz gern de Mikro ginn, wann der gerne bis mir eng detailiert froh wilt stellen, einfach du just die elektronisch Hand vielleicht denke hier wenn. Das eng do beim Herr Dessuru. Herr Dessuru, ich werde ihr einfach dann Ihre Mikro umzumachen, da könnt ihr das vorstellen. Ich finde die Einnaturalist global pur Mainz einfach wann mir für zu gucken, was gesehen ich habe, was das für ein Plan für ein Wehr. Aber für nur das Heimat zu machen, respektiv an Zukunft auch Sachen zu wollen, dann muss ich, wenn ich gut verstanden nach ein Konto abmachen bei einnaturalist.lu. Ist das so richtig? Wann dir schon ein Konto hat beim Naturalist. Ich habe einen Tab aufgelöst. Ich benutze für Pflanzen an denen zu erkennen. Ja, genau. Ja, okay, dann hat er kein Konto. Das heißt, da könnt ihr den Algorithmus da nutzen, der könnt dokumentieren, aber der könnt er nicht teilen. Die Sprache wirklich ein Benutzerkonto für dann die Beobachtung, die er zum Beispiel da gemacht hat schon, oder die er in der Zukunft macht, für die zu teilen, brauche ich da ein Konto. An dem man ich auch bei einnaturalist.lu. Die könnt ihr da machen oder in der App, müsst ihr an sich von der Daily abmacht, müsst ihr irgendwo da ein Button gesehen, Login oder Create Account, je nachdem, was der Spruch dargestellt hat. Okay. Und da könnt ihr dort den Account machen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann direkt affiliiert geht auf Lützeburg, weil er kennt, der sitzt zu Lützeburg. Da müsst ihr eine kleine Info kriegen. Mir so oder so könnt ihr da einen Account bei dem globalen Netzwerk machen und das ist dann kein Problem. Okay, da kann ich das alles direkt im Handy machen. So nicht mehr sehen. Ja, kein Problem. Nach eng froh. Seid so aus wie wann Leute perfekt wissen, wie das da funktioniert. Ich freue mich auf die vielen Donnerien, die dann über die Weekend werden rankommen. Ich denke, das Ganze das kann ich noch, und das ist auch ganz interessant, live-mänglisch auch verfolgen, da sehen, wenn ihr auf das Hit geht, bei naturalist.lu dann eben noch permanent gesagt, wie viele Donnerien rankommen, wen wird dann eben noch neu dazugefügt huet, der das so bisschen an temps réel eng extrem flott Sach ganz spannend fir dat immer zu gucken. Genau, muss ich nur den Projekt sichern an der Seite die neuesten gedeelten Observationen und vielleicht will ich schon eine Cup rennen mit einem Dele lieferen, den dann Nummer 1 zu Lützburg wird sind. Also wir werden uns freuen, noch viele Sachen zu gesehen. Wirst du persönlich Ambitionen, Paul? Oh, Top 5 völlig drin sind. Ich bin aber froh, wann andere die Lied überholen und nicht mehr nächsten. Das Jahr war es nicht der nächsten, das Jahr für drin, ja. Bon, sind kein neue frohen Rakommen, also Paul muss merci für die Erklärungen zum iNaturalist, zum City Nature Challenge. Ich mag ganz gern nach ein Keier Reklam dafür, also vom Freitag nun mit der App dann eben durch Natur, durch die Stadt oder durch Natur an der Stadt dann zu gehen, für dann eben Mat zu machen. Auch noch ganz gerne ein Keier, aber auch Reklam gemacht für die nächste Konferenz in einer Webinarform, die wir als Musee werden organisieren.
Wir kommen dann zurück bei Mineralien, bei uns Ausstellung vom Dark to Light. Da das so den 11. Mai werden Kollaborateur scientifique vom Musée de Peter Lickberg, die ganz viel Stecker für die aktuelle Ausstellung beigesteuert wird, uns dann mal an den Pakistan holen. Wir haben effektiv auch an der Ausstellung ganz prominente Sit aus Pakistan vorgestellt mit einer ganzen Reihe von Vitrinen an den Herr Lickberg Kurt eben aus der Region ein ganz Party von ganz remarkable Stecker auch Mattbrücht, die ihn dann eben noch an dieser Ausstellung halt präsentiert. An der Konferenz selber werden da wesentlich mehr im Detail dann worauf die geologische Spezifizitäten von der Platz agon auf wie die dann effektiv dann noch so geologisch, mineralogisch noch wer de Pierre Précieux nur geht, so extrem prominent ist. Also wie gesagt, den 11. Mai anschließend die Woche drauf, den 18. Mai, also dann den Kurateur von der Ausstellung, den Simon Philippot, den uns dann ob eine Konferenz mathält, also eng Feierung durch die Kasdan-Kollektion, der das eine Sammlung von bald 10.000 Mineralien, die de Musée last Joer vom Professor Kasdan, ein Professor von der Uni von Rio, Mineralogiesprofessor als Don Krut, an den Center hier dann eben, die Sammlung, die Center hier dann eben noch an die bestehende Sammlung am Musée angebaut wird. Du hast Konferenz dann den 18. Mai, die beiden Konferenzen alkreiers auch 19 Uhr. Voilà, gef mich frei, wann der Enke dabei wird. Und in dem Sinn wünschen ich dann auch einen schönen Abend an bis geschwinden. Ade. Ade, schönen Abend.